Hallo. In unserer Stadt, in Köln, sind sehr viele Menschen, die sich inzwischen Kölner nennen. Verdient. Ob sie jetzt 2 Tage hier wohnen, 3 Stunden oder 50 Jahre. Allerdings gibt es dabei dann einen Unterschied, weil die schon länger hier leben, die haben schon sehr viel Kontakt auch mit unserer Sprache gehabt, dem Kölsch. Für jemanden, der gerade erst hier angekommen ist oder der diese Sprache auch über längere Zeit noch nicht hat so richtig greifen dürfen, können, wie auch immer, habe ich mir überlegt, machen wir doch einen Kölschkurs draus. Weil es ist ja einfach, Karneval mitzugrölen, wenn man in der Kneipe hängt. Ja, entweder man ist textsicher und kann das richtig aussprechen, oder man ist halt nicht textsicher und kennt die Melodie. Der Rest ist doch real. Aber manchmal kann es auch ganz schön peinlich sein, wenn man einfach was mitsingt und nicht weiß, worum es geht. Und das möchte ich gerne ändern, indem ich Ihnen das eine oder andere der kölschen Sprache jetzt erst einmal versuchsweise nahe bringe. Aber schauen Sie doch selber. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind irgendwo in der Stadt und da begegnet Ihnen eine Urkölsche. Sie fragen ihn nach dem Weg zu, keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen Sie, das ist nicht näher als mindestens 10 Sätze, die Sie nicht verstehen. Weil eine Urkölsche wird schweren Herzens Hochdeutsch mit Ihnen sprechen, sondern er spricht so, wie ihm der Mund gewachsen ist. Ja, da gehst du da vorne, gehst du rechts, dann die nächste links, die dritte Straße wieder links und dann bist du da. Nicht unbedingt zu schwer, aber für den einen oder anderen auch eine Grenze, wo ich jetzt mal einfach sage, hättest du das vorher gewusst, ne? Und deswegen machen wir diesen kleinen Online-Sprachkurs. Und wir lehnen uns dabei ein bisschen an das. Und ich war auch da und habe doch das Kölsch-Abitur gemacht. Das musste für mich sein. Wäre übrigens eine sehr gute Empfehlung für Sie auch. An der Akademie für uns Kölsch-Sprach. Ihre Ängste und vielleicht auch Ihr Wissen. Zum einen das eine zu verlieren und das andere auszubauen, was unsere kölsche Sprache angeht. Unsere kölsche Sprache ist eine der schönsten Dialekte, die wir hier in Deutschland haben. Dann werden Sie sehen, egal wo Sie hinkommen, ob Sie nach Norddeutschland kommen oder nach Süddeutschland, die sind alle nur neidisch auf unsere Sprache. Wie soll das für Sie aussehen? Was will ich hier mit Ihnen machen? Ich will das einfach machen, aber ich will Ihnen auch eventuell vorhandene Ängste vor unserer Sprache nehmen. So, jetzt schalte ich mal auf meine schlaue Liste und dann sage ich Ihnen mal, wie das in etwa regelmäßig vom Ablauf für Sie aussehen soll. Also jedes Mal sollen Sie von mir 3 neue Verben kennenlernen. 3 neue Adjektive, 3 neue Vokabeln. Und die Verben und die Adjektive dann entsprechend mit Personalpronomen. Sie lernen die Artikel dazu, bestimmt und unbestimmt. Sie bekommen jedes Mal 1 bis 2 Sätze zum Anhören und zum Nachsprechen. Das wird so der generelle Ablauf sein. Manchmal, und da werde ich mich jetzt auch an meine alten Bücher von der Akademie für uns Kölsch-Sprach halten, kommen noch ein paar Sachen dazu, die da wären Tun und Infinitiv, die rheinische Verlaufsform, Diminutiv, das Wort, da musste ich jetzt erstmal gucken, wie man ausspricht. Also die Verharmlosung eines Wortes durch das Anhängen eines Sch am Ende. Spaß, Späßchen, Beispiel.
Sie lernen Perfekt, Passiv, Nomenpluralübungen kennen, Konjunktiv von Verben, den Imperativ, Wortendungen und Aussprache, Konjunktiv, Reflexiv, Pränomen und das Allerwichtigste in der Kölschen Sprache ist der Kölsche Genitiv. Ja gut, soweit bisher. Gut, fangen wir doch mal einfach an mit dem Basiswissen. Ne? Erstmal das Thema Personalpronomen. Wir haben links die kölsche Aussprache, rechts die hochdeutsche Aussprache. Ich, du, he, er, se oder sei für sie, it für es, me für wir, für ihr, se für sie. So, merke dir dabei, manchmal wird aber auch, ähnlich wie im Deutschen, der bestimmte Artikel wie ein Personalpronomen benutzt. Dann heißt es zum Beispiel anstatt he wohnt in Bröl, der wohnt in Bröl. Also anstatt er wohnt in Brühl, der wohnt in Brühl. Gut, hätten wir das schon mal durch. Kommen wir auf die Begleiter, sprich die Artikel. Da gibt es im Kölschen eine Besonderheit, es gibt zwei Arten von Artikel, nämlich den betonten und den unbetonten. Und zwar wird der unbetonte für Dinge benutzt, die es nur einmal gibt, siehe unten das Beispiel, der Dom. Und der betonte Artikel gibt es dann oder wird genutzt für Dinge, die es mehrfach gibt. In diesem Beispiel der Mensch, der Mensch. Ne, also haben wir als betonte Artikel der, de, et, de. Und als unbetonte der, die, dat, die. Ne, wie das auf Deutsch heißt, habt ihr jetzt hier auf der rechten Seite gesehen. Wo kommen wir zum Schwierigsten überhaupt? Konjugation spricht die Beugung eines Verbs, eines Du-Wortes. Ne? Und da nutzen wir hier im Kölschen ich, du, he, me, se. Und damit kriegen wir jedes Wort geboren. So, und das können wir dann demnächst zusammen üben. Also das war jetzt erstmal das Wichtigste für euch. Personalpronomen, bestimmte Artikel, Konjugation. Und wer bis jetzt gedacht hat, Kölsch wäre eine Wissenschaft für sich, ja, dem gebe ich recht. Weil Kölsch ist genauso schwer zu lernen, eigentlich noch viel schwieriger als das Hochdeutsche. Weil Kölsch nun mal einfach was Besonderes ist. Gut, ich hoffe, ihr habt den Einstieg gut überstanden. Habt für euch jetzt entdeckt, das könnte mir Spaß machen, ich gucke da noch mal rein. Ja, dann freue ich mich auf euch. Bis demnächst, ne, zu Kölsch hören und Kölsch schwade.